Zo'n grote groep mensen is. Ik heb maar gezegd meer dat het schijnste predigen van een grote heer is. So. Dat lijkt wie. Jacob reed al een beetje van dat we vangen twee nieuwe dingen aan vandaag. Ik geloof het lijkt in alle nieuwe dingen, niet? Nieuwe kleider, nieuwe trucks en hier en zo wieder. Aber einmal gleich wie auch die nieuwe dingen nicht ganz so sehr. Und so das erste nieuwe Ding ist das Screen hier. Die Jugend, die satt mit wieder an der Ferien von der, wenn sie dachten, wir würden Movie watchen. Aber das ist nicht, was das hier ist. Aber weißt du, ein von unseren Zielen, ein von unseren Valores hier in dieser Kirche, sagen wir, das ist klare, praktische Botschaften jeder Sonntag. Und so wir wollen das brauchen, einmal wir in der gleichen mal in Bibelvers ein bisschen wieder rüttegnen und so wieder. Und so das ist, was wir mit dort wollen. Wir hoffen mit das und wir danken dir nu für jene Geduld, wenn wir uns dann anlernen. Wenn wir nie denken anfangen, dann braucht das immer noch ein bisschen anlernen und so wieder. Und so das ist, was wir wollen mit das. Und uns Ziel ist, dass die Botschaften waren meinungsvoller sind. Weet je, wie Menschen, wenn wir was hören, dann behalten wir nur ein kleines Prozent, wenn wir dort sein, behalten wir ein bisschen mehr. Und so das ist ein Ziel mit das, dass wir mehr behalten und wir mehr Waussen durch dort und da wird das mehr wird worden. Na, ich weiß, dass wenn wir nie denken anfangen, weet je, wir als Redner, even hier boven, wir fahren uns ein Glas uit. Und einmal, wenn wir ein uitgefahrene Glas haben und wir machen da rüt, dann glatt das ein bisschen rum am Weg, nicht? Aber das ist gut, wenn wir mal rüt tun, die Dinge, was wir gewohnt sind, und ein bisschen das tun. Und so das ist ein Ding, was wir mit das wollen. Das andere Ding, das ist kleine Gruppen. Und so wir wollen anfangen, oder wir haben uns dort geschafft mit 4 kleine Gruppen in dieser Kirche. Und wir haben da 16 Liedband. Und die haben wir mit den kleinen Gruppen gedreht, ein bisschen geprüft, wo wir das schaffen und so wieder. Und dort sind, wie sagen, dort sind unsere Jünger, was wir ein bisschen gelehrt haben, wo wir das wollen und so wieder. Und so von der und nächsten Sonntag, dann will ich reden an das Thema von unseren kleinen Gruppen. Von der will wir in biblischer Grundlage für kleine Gruppen. Nächsten Sonntag, dann will ich bloß einfach sehr praktisch worden und sagen, wo wollen unsere kleinen Gruppen in Lebenswasser, wo wollen die schaffen und so wieder. Und was ist das Rezept, was wir wollen brauchen. So da wollen wir da nächste Sonntag nennen. Ich würde gleich zu sagen, today wird es on Livestream sein, oder Leute das watchen. Diese 2 Botschaften, dort sind Familienbotschaften. So ich rede von der Dollar zu der Familie bei Lebenswasser, aber wir freuen uns darüber, dass die das auch sein und das hören. Aber diese Botschaften, das ist für uns als Familie Dollar gezielt. Und so ich freue mich all für das Ding. Wir wissen, dass unsere Kirche die wächst. Und wenn eine Kirche wächst, dann gibt es einmal was wir nennen Waussen weiter. Some von jünt, was hier in dieser Kirche gewesen sind, von ersten Tag an, was diese Kirche existiert, jünt es dort einmal schon, dass es nicht mehr diese kleine Gruppe ist von Geschwistern, von Freunden in der Familie, in der und alle Tag Tamara und Sonntag und all so eine Dinge steht. Aber weißt du, wenn eine Kirche wächst, und wir wollen, haben die Kirche soll wachsen, ich will Ihnen von der wiesen in der Bibel, wo die Kirche wachsen, was die Kirche deutet und so wieder. Aber wenn die Kirche wächst, dann einmal ist es weniger persönlich. Meine Früher und ich, wir haben meist Lebenszeit in der Kirche geschafft, wo wir alle kennen. Kleinere Gruppen. In der Kirche, wo wir abwassen, wir haben eine große Kirche, wo wir wassen, wir kennen die Menschen. Aber von nun, was wir hier bei Lebenswasser sind, nicht kennen wir die Menschen lange nicht alle. Und so ich begegne dort fern und die wundern, wo sie eigentlich genommen wird. Ein Pot ist, wenn du so ein paar Füßen nicht gebrannt, aber das andere Pot ist bloß, wenn ich mal so sehr viel Nomen zum Denken. Und so ich kann nicht mehr so persönlich. Ich kann viele von ihnen von sein. Und some von ihnen weiß ich all den Namen. So jetzt jünt das auch. Und some von ihnen, die kommen in die Kirche nein, die satten hier, dann gehen wir wieder rüt und die sagen uns, wir haben keine Freunde in der Kirche. Und so wir hoffen, dass mit diesen kleinen Gruppen und die Dinge, was wir wollen tun, dass dort wird sich ein bisschen ändern. Und wenn die wollen abzählen und du in jene Satten, du willst sein, das orangene Papier, was du hast,
Dat is wat we van jou en nächste Sonntag zijn. En wanneer je willen abzien van de kleine groep, dat ga je door voortstaan, dat is wat ik hier red. Maar wanneer we Waussen, dat brengt Ändernissen met zich. En dat wollen we zonder dingen stil doen. En dat wollen we kleine groepen doen. En dat wollen we reden van 2 services, tweemaal aan zondagsmorgens aandacht gaan. Einer Tijdje en einer Luther. En ik weet wie we allen, ons interessiert gleich uit onze vriendengroep reden ze wieder. Maar weet je, we hebben een ziel. En ik geloof, God heeft een ziel voor deze kerk. In de nächste 5 tot 7 jaar willen we nog 2000 mensen wassen. En zo Tim dat doen, moeten we some van deze Ändernissen merken. En wanneer het ook eenmaal wordt het lijken in de glas te blijven, maar eenmaal is het fijn wanneer we mal eruit doen. Zo vandaag hebben we het reden van kleine groepen. Ik las een geschichte van een vader. Hij heeft een kind wat een beetje behinderd is. En zij wonen in een stad, en zij door een park, in een stad waar kinderen spelen kunnen. En zo hij had verder met zijn zeentop door naar den park spelen. En hij zegt, hij dat immer, wanneer hij door hand gaat. Dan wordt hij beden. En dan vraagt hij God, dat God door wat we hem handstellen bij dem Park, wer wordt met zijn behinderde jong spelen. En hij zegt, zo veelmaal is het zo, dat komt er door een park, en er zijn some kinderen, die nemen zijn zin door met aan, want die ook een beetje anders is en zo wieder, en die spelen met hem. En hij zit daar op een bank, en zijn hart is vrouw, en hij vraagt zich dat iemand met zijn kind zich afgeeft. Maar hij zegt, dat hij ook maar zijn gegeven, dat hij in een park komt, en hij heeft gebeten, aber door zijn kinderen die spelen daar, aber die schuiven zijn zin te zien. Die willen niet met den Taub zijn, die is een beetje anders, die zitten een beetje anders en zo wieder. En die hebben een beetje andere dingen. En ik wonder eenmaal, waar we die playground, of die park moeten met anderen, en waar we moeten zeggen, dat is levenswasserkerk. En weet je, we hebben een himmlische Vader, en die heeft kinderen, en die heeft mensen. En some van die zijn een beetje anders. Some van die zijn een beetje opvallen, een beetje als ik en zo wieder. En zo, dat zijn een beetje bijzondere mensen, maar die komen hier naar das park, aber keiner speelt met die. Die zijn een beetje zo alleen, en die zijn een beetje te zijde geschoven, en die zijn een beetje zo in de hingerste aker en zo wieder. En zo, we hopen, en we beten, dat met onze kleine groepen, dat wordt some van deze dingen ändern. We horen eenmaal van mensen die zeggen, we hebben keine vrienden in de kerk. Nou weet je, dat heeft 2 zijden. Du moet een vriend zijn, die een vriend hebben. Dat is te bij. Maar eenmaal moeten we ons aanstrengen, einer den anderen, en zijn vriend te worden met andere mensen. En zo, we willen, wanneer we deze kleine groepen ontvangen, we willen dat door te doen, dat we dollar worden wassen. En ik wil je een ganz kort van jou wijzen van Jezus zien leven, dat deze hier ook van de kerk van aanvang. Eenmaal zeggen we würden mal gleich, wenn die Kerk war, so wie aus staan in Apostelgeschichte und so wieder. Und so, wir wollen auch eine große Kerk sein, wenn ein Boys ist, die durchwirren und so handgeeft und so wieder. Und so eine Dinge ist da passiert. So würde ich gleich in unsere Kerk wieder. Aber wenn wir von dem mal ein bisschen checken, nur die Kerk und nur Jesus sein Leben und so wieder. Und weißt ihr, was wir wollen, ist, wir wollen Frind, mit wem wir jeistlich wassen. Uns fehlen Frind. Gott hat die nicht gemerkt, zum allein leben. Na, damit meine ich nicht, dass die muss befreit sein. Aber die fehlt ein Freund. Die fehlt jemand, mit wem die Kostol saßen und die mal vertalen, wo das geht im Leben. Aber viele von uns, wir leben allein. Und zu uns Ziel mit den kleinen Gruppen ist Freund, mit wem wir jährlich wassen. Das sollst du im Denk holen. Freund, mit wem wir jährlich wassen. Wir wollen nicht bloß Freund haben, mit wem wir Barbecues tun und so weiter. Wir wollen Barbecue, nicht? Aber wir wollen jährlich wassen. Das ist das Ziel mit unseren kleinen Gruppen. Wenn wir taub sind aus der Kerk, dann sind wir in der Regen. Habt ihr mal gedacht? Die sitzen in der Regen und die horchen nur mich. Oder nur ans Musik. Oder was immer. Aber die sitzen in der Regen. Aber weißt ihr, was eine kleine Gruppe hat? Die sitzen in den Kranz. Und die vertalen sich. Und die können Frauen stellen. Und die können Frauen beantworten. Und was wir tun in unseren kleinen Gruppen, dass wir das nie tun haben, wir tun, das geht immer mit der Botschaft taub von Sünder. Und so dann kann ich mal, die sagen da vielleicht, aber wir sind nicht so gewarnt, dass die einmal schrien und sagen, hey, was meinst du mit dort, oder was meint der und so wieder. Aber in einer kleinen Gruppe kann nicht gerade schrien, aber das Frau, nicht? Vielleicht fällt ja einmal das Schrien.
Und so, wir wollen in unsere kleinen Gruppen, wir wollen Frind sein, mit wem wir Jeistlich Waussen. Wenn wir die Bibel studieren, dann finden wir sehr viel von einer den anderen. Wenigstens 51 Mal im Neuen Testament. Das ist mir noch Wort von ihm. Denkt untereinander, treust untereinander. Das sind Dinge, was die Bibel uns sagt, dass Gott seine Kinder, einer den anderen. Und weißt du, wenn wir in Reihen sitzen, so steht, und das ist einmal so wie Kirche haben, vielleicht sollen wir mal in Kron sitzen, aber wir sitzen in Reihen, wir verteilen nicht so mit der Person, besieht uns, dort haben wir uns Kaffee hier, eine Fairlife und so weiter, zum durchspazieren. Aber in den Krons, wenn wir eine kleine Gruppe sind, und wir können uns untereinander trösten, wir können uns untereinander deuten. Und weißt du, mit diesen kleinen Gruppen, weil wir nicht bloß in den Krons sitzen und uns durch unterhalten, aber vielleicht hast du wer am Darb, den fehlt mal mit Halt, der fehlt das Groß zu haben, oder der fehlt mal das Tag ein bisschen zu fixen, oder all so eine Dinge steht. Da werden wir uns nennen lernen. Einer den anderen dein, einer den anderen halten in so eine Dinge steht. Und da werden wir bedenken über die große Kirche und die kleine Kirche. Weil die Menschen unterhalten sich von, wie groß soll eine Kirche sein? Von da haben wir somewhat, wenn an Mega-Churches, Kirchen, wo vielleicht mehrere 1000 Menschen nach die Kirche kommen und so weiter. Und some würden sagen, die Kirche soll never so dort sein. Das soll eine kleine Gruppe sein, irgendwo in einem Haus und so weiter. What about, wenn wir beides haben? Und so, wir wollen von dem bedenken, und die große Kirche und die kleine Kirche, was ich meine mit dort ist, das ist die große Kirche. Und das soll Waussen, so es kann sein, nur 2000, 3000, wer weiß, wo weit. Und so, das ist die große Kirche. Aber hier sind wir ja persönlich, hier sind wir in der Reihen. Aber die kleine Kirche, das ist das Heim. Das ist dein Haus, das ist dein Living Room, das ist, wo du sitzt mit 3, 4 andere Couples zu Freunden und die unterhalten von ihrem Leben. Und die beten einer von anderen und die halten ihn untereinander und so weiter. Und so wenn wir mal mit nach Jesus gucken. Als Jesus auf diese Erde war, dann er war ab in Nazareth und so weiter, aber dann sagt es bei einmal, dass dann kam Jesus. Na, was ich will haben, die sollen hier morgen erst, dass das ist, wo Jesus geht in Jordan, zum sich taufen lassen. Und so, er kommt allein. Morgen dort. Jesus kommt allein. Und weißt du, das, wo die Kirche anfängt. Jesus sagt auf einer Stelle, dass ich will meine Kirche bauen. In der Macht von den Teufel wird er niemals überwinden. Aber hier kommt Jesus allein. Und er kommt in Jordan River. Und er lässt sich da taufen. Er wird mit dem Heiligen Geist gefüllt. Aber weißt du, was wir das nächste lesen von Jesus? Er stellt sich eine kleine Gruppe auf. Das ganz Erste, was Jesus steht in seinem Dienst auf dieser Welt, ist nicht für deine Sinnstoffen. Dort kam er. Aber er stellt sich eine kleine Gruppe auf. Und so dann sagt er mit Luther in seinem Dienst, dass er wählt sich ut an 12. Und so das fängt er an, aber als ein Engstchen seinen Dienst nennt, dann hat er 12 Männer, die mit ihm leben. Das sind seine Studenten. Das ist seine kleine Gruppe. Mit der lebt er top. Habe ich mal an gedacht, als wir in Israel waren, meist 2 oder 3, weet je dan, dat is er zeer veel eiweiß, ik dacht eens weer, en dan zijn er grote Bäume met onja. Dan merk ik me zo'n beeld, dat Jezus zat onder een boom met zijn 12 Jünger. Wo hielt sich der vertaal? Wie weten sommige dingen wat ze vertalen? Einmal streiten sie sich, wer het graadste weer. All so eine Dinge. Aber weet je, Jesus hat eine kleine Gruppe. 12 Männer, und mit denen leefde hij top. Die leefden met hem top. Te jane tijd, wir in Lehrer, die leben mit seinen Studenten top. Von der ersten Tag haben wir Schulen, wir saßen noch in der Reihe in der Schulferien und so weiter. Aber weet je, zu der Zeit, die jungen top, die alten top, die streiten sich am Weg, die deuten alle Handdinge. Und so, ich wundere einmal, war das für eine Vertal, wie wenn sie da unter einem Baum saßen und sie vertalten sich. Aber weet je, was Jesus steht? Frind, mit wem wir Jeistlich wussten. Jesus hat 12 Männer, das wären seine Jünger, seine Apostel, und er lehrt die. Er lehrt die, was mein für am Leben, was mein seine Kirche leiden, und so eine Dinge steht. Und weet je, das ist das Ziel mit diesen kleinen Gruppen. Aber dann, wenn wir Jesus sein Leben wieder bechecken, dann sagt er, dann kommen viele Menschen heran. Na, denk je mal an, wie weiten von 4000, was er eten darf. Wie weiten von 5000, was er eten darf. Bloß Männer, nach früher sind Kinder. 15.000 Menschen, vielleicht 20.000. Wir wären dann in Israel an den Eiver, wo sie leben, wo das passiert ist. Und so da können gut 20.000 Menschen
und ich war satt und so weiter. Aber weet je, Jesus hat die große Gruppe. Er hat die große Herd. Viele Menschen kommen heran. Er ist sehr berühmt, sehr popular, würde wir sagen. Und so Menschen kommen heran. Aber immer weiter fingen wir, dass es drei nur die Frind, mit wem wir Jeistlich wussten. Jesus hat drei immer weiter nur die 12. Und wir fingen viele Geschichten, wo wir heute waren mit den 12 Topas. Und er hat rechte 12. Und er sagt, die 12 wird es was sein. Und was mit an was passieren in so eine Dinge. Und weet je, wann het Zeug groot is, dan is het weinig persoonlijk, zoals ik al zei. Maar weet je wat nog passiert in een groot Zeug? We kunnen verloten, ohne dat we antwoorden. En weet je, in een grote Zeug is het veel een beetje los. En we gleichen naar de Zeug te komen voor de muziek, voor de predigt, of wat immer het is. Maar dan eenmaal dan gaat er wat aardig, en dan gaan we terug naar huis. Weet je, Jezus had ook de ervaring. In Johannes kapitel 6, da haben wir eine sehr interessante Geschichte. Und Jesus hat viele Menschen, die herankommen. Und einmal ist seine Predigt so hart. Aber einmal sagt er zu ihnen, weet je wat, die waren nicht bloß das Brot kriegen, oder sie kamen heran wegen das Brot, oder wegen der Wunder, was er und so weiter. Er sagt einmal zu ihnen, weet je wat, die waren mit mein Fleisch eten und mein Blut trinken. Hier hat sich sehr abfallen, das nicht? Aber weet je, hij redt Jeistlich. En wat Jezus zegt, weet je wat, ik wil met nummer 1 worden in je leven. Je komt hier heran, wenn je wil deze dingen alle gaan. Maar weet je wat, dit wordt je het leven kosten. En weet je, dan zegt het, vele van zijn jingen gingen niet meer aan het top. Die gingen naar huis. En weet je wat het dan handelt? 3 naar de 12. Dan zegt Jezus tot de 12, wil je ook weggaan? Dan zegt Simon Petrus, Herr, naar wem zal we gaan? Dienen wir zijn eeuwig leven. Weet je, lied, dit is ons ziel met kleine groepen. In een grote Zeug is het onpersoonlijk, vielleicht hebben we weinig vrienden en zo weer, en eenmaal zou het zo. Maar in een kleine groep, wo we met leven top doen, met wem we vertalen, en wo we werkelijke vrienden zijn, en we onderhouden ons en zo weer, dan maar eenmaal dan als dat er staat, wo we aan waar terug aankomen. En ons ziel is met kleine groepen, dat we worden zeggen, no, dit is de stad wo ik van God leer. Dit is de stad wo ik Jeistlich was. Dit is de stad wo ik hier houdt vast aan. En zo in Jezus zijn leven, want zijn noodvallen mes al in de huis ging. Ik heb eenmaal gedacht, wat het would zijn, want ik wil een boodschap brengen hier en 75% van jullie willen al in de huis voeren, midden in de boodschap. Dat was een beetje funnig veel, niet? Maar Jezus had zijn ervaring. Ik weet niet of ze midden in de boodschap hadden, maar ze gingen naar huis. Entweder niet goed, ze werden dal. Ze staat hard voor niet, of ze staat haven niet. Maar dan komt de 3 naar de 12. En weet je wat de 12 zijn? Nou, we gaan met die leven te doen. Hier is eeuwig het leven. Hier zijn we thuis. Hier is onze leer. Hier is ons meester. En zo kleine groepen. Dat is wat we willen met kleine groepen. Vrienden met wem we Jeistlich waussen. Dat zeg ik weer. Als Jezus verleidt, dan geeft hij de kerk een bevel. Hij zegt, dan gaat nu naar de volken van de wereld. Weet je wat, dit is de grote groep. Onze deuren zijn open, zondagsmorgens, je zijn rein alle welkom, brengt al je vrienden, ieder mens is hier welkom. En zo dat is de wereld, dat is de grote kerk, dat is de grote volk. En zo gaat naar de volken van de wereld en dan zegt hij, en merkt aan de leerlingen, weet je, dat is de einzelne persoon. Dat is de kleine groep. En zo Jezus zegt zu ons, goed in de wereld nemen, nou dan meine ich, dat we immer de grote herden predigen, aber denken, dat is de ganze wereld. Aber de Jünger, dat is de kleine groep. Door was we, en door zijn we vriend, door zijn we taub, en door helpen we ons ondereinander. En zo we willen ganz kort nog naar de kerk kijken, als de kerk aanvangt, wat passiert er? En weet je, wanneer je zijn, de kerk vangt met 120 mensen aan, kunnen we zeggen, als nu Jezus zijn of versterkt en zo wieder, da wir alle mit so anders, dann sind da 120 Menschen taub. Na 120 Menschen, die kennen sich alle. Weet je wat, die haben mit Jesus taub gelebt. Viele von diesen, die kennen diese ganze Geschichte, sie kennen sich untereinander und wir haben eine Kirche von 120 Menschen von Frind. Das ist meine früher nicht gewohnt sind. 120 Menschen, 150 Menschen oder so. Aber wir sind Frind, wir kennen uns untereinander. Und weet je, an den ersten Tag, als die Kirche sozusagen geboren wird, dann hüpft die Kerk von dort nur 3000. Kann je feststellen,
Von 120 nur 3000. Die Kirche wie der erste Tag, wo die Kirche existiert, wird eine Mega-Church. 3000 Babys. Ich las mal einem, der sagt, da wären 3000 Babys rennen sich in Jerusalem ran. Und die sollen die Jünger zusammen sein, da was von zu merken. Aber weißt du, 3000 Menschen, wenn wir sagen, okay, in den nächsten 5 bis 7 Jahren, weil wir nur 3000 waren, dann denken sie, was never passiert. In Jerusalem passiert in einem Tag. Und dann wollen wir uns mal nachdenken. 120 Menschen, was sie kennen, was Frind werden, was Tauben ein Haus werden, und dann noch 3000 fremde Menschen. Ich kann feststellen, die Kirche, die Waussen mit hostig, nicht? Ein bisschen Waussen weiter. Und viele von diesen Menschen, die kommen von anderen Ländern, die kommen von weit auf, die reden nach sogar einer anderen Sprache. Wenn die Apostelgeschichte lesen, da sind, ich weiß nicht, 14 oder was einmal Länder abgenannt, von wo diese Menschen kommen. Die kommen von allen Wegen. Some von denen bleiben in Jerusalem, some von denen tragen ein Haus, oder gehen ein Haus, wenn sie wären in Jerusalem, wenn dort fast und so wieder, sie nehmen Jesus mit dort an. Und dort an. Wenn wir Kirchengeschichte studieren, dann finden wir, dass die Kirche, die verbreitet sich, sei und da wären nicht alles immer so eine Missionaren aus Paulus. Einmal wären das bloß einfach die Former und die Travel Lead und so wieder, die nehmen Jesus mit. Aber von 120 nur 3000. Und so die Kirche was sei bosig. Dann sagt Luther, dass der Herr braucht alle Tag so eine Gemeinde. Jeder Tag. Wenn wir mal bloß sagen, einen Tag, dann sind es all 365 das Jahr. So wenn wir wollen, eine Person den Tag bieten bei unserer Kirche, wo ist die 3 Jahre wieder? Oder wo ist die 4 oder 5 oder 7 Jahre wieder? Und so, das war viel böse als das, aber das ist interessant, dass es sagt, eine den Tag, oder alle Tag braucht Gott so einen Namen. Dann, wenn wir die Kirchengeschichte wieder studieren, bei der Apostelgeschichte 4, dann finden wir, dass das was nur 5000. 5000 Mana, sagt es hier. Und so dann, nu sagen wir all, bei der Mana 5000, vielleicht haben sie alle 1 oder 2 frühesten, 2 hoffe ich nicht, aber wir können uns vorstellen, dass das was nur 10, 15, 20.000 Menschen in Jerusalem. Und so die Kirche, die war sehr bosig. Und wenn wir die Geschichte studieren, die Jünger wurden festgenommen, und wurden in Gefängnis gestoppt, und die Kirche war gewaltig. Und weißt du, die Kirche, die war sehr groß. Wenn wir feststellen, 20.000 Menschen, dort ist all ein mega Church, nicht? Und so von 120, nur 3000, nur 5000. Die Kirche war es, jeder Tag. Und dann sagt er in Luther in Apostelgeschichte 5, dass es immer mehr Männer frühst. Das englische Wort, was hier gebraucht hat, ist Multitudes. Weil das Wort kommt von Mol nehmen. Die Soul, die nehmen sich Mol. Wir sind hier 500 Menschen von der so. Nächste sind noch 1000 und dann 2000 und 4, was immer, nicht? Und so, it multiplied greatly, sagt er auf einer Stelle in der englischen Bibel. So die Kirche, die war gewaltig, sei Apostelgeschichte 5. Du beschuldigen sie, die Jünger, dass sie in Jerusalem gefällt mit ihrer Lehre. Na, wollen wir mal sagen, Jerusalem hat 250.000 Menschen. Und über einmal sind da 50.000 Gläubige in dieser Stadt. Das war meint, die Stadt gefällt mit unserer Lehre. Stellt dir mal vor, dass wir, ein von unseren Zielen hier in dieser Kirche ist, dass wir wollen die mennonitische Welt erregen mit praktischen, plattischen Botschaften. Und weißt du, das wollen wir das alle rausschicken am Internet und so weiter. Aber denke mal an, dass wir die mennonitische Welt, die haben gefällt mit einer Liebe mit Jesus Christus. Und so das ist ein Ziel, und das ist die große Kirche, und die was gewaltig sei. Und dann sagt Luther in Kapitel 6, dass es multiplied, like das nehmen sich Müll, und dann gibt es Trouble in der Kirche. Und dann müssen sie mal mehr Menschen anstellen. Und das ist, was wir hier tun. Steve kann volltätig nennen in der Kirche. Wir wollen andere Menschen nennen in der Kirche. In der Kirche, die weiß, ob uns viel mehr arbeiten. Und das ist, was sie tun. Wir haben nicht Zeit, in die Geschichte ganz durchgehen. Aber all diese Dinge passieren. Und dann sagt er in Kapitel 6, Vers 7, also ich habe eine Diakon angestellt und so weiter. Und dort Gottes Wort verbreitet sich und die Zahl von Jüngern wird in Jerusalem immer größer. Und so das bleibt in Waussen. Und es wird immer größer. Und sie haben die Stadt gefällt mit ihrer Liebe und so weiter. Und dann 25 Jahre Luther. 25 Jahre Luther ungefähr, dann kam Paulus zurück von seiner 3. Missionsreise. Und das ist viel passiert, weil ja nicht bloß in Jerusalem, aber die Kirche hat sich verbreitet, rein und bei der Stadt Rom, 1500 Meilen weg. Und so, und dann noch viele andere Städte.
Aber dann kam Paulus drin und sagen sie ham, sie sehen aber ham, check einmal, Bruder, wie viel Dutzende. Und weet je, wenn wir die englische Bibel nehmen, dann sagt er tens of thousands. Und so bloß einfach große Herd, Dutzende Juden zum Glauben gekommen sind. Und so das wir nu 24 Jahre in der Kirche nehmen. Und da sind Dutzende und Dutzende Gläubige. Und so hier ist die Frau. Was tun wir mit ihr? Wo tun wir diese Menschen haben? In Jerusalem, 20.000 Christen, 30.000, wir weten nicht wie viel. Aber bei 5.000 Männer weit wir von da wieder sagt er, dort nehmen sich mal. Wo blieben die alle? Und dort ist die Frau. Und dort sagt, man beträgt und sagt, und sie gingen alle Tag zum Tempel. Dan weet je, de tempel, dat is de jüdische steed zum Anbeten und so wieder. Dat is dat grote gebied, kan we zeggen. Dat is de grote kerk. En zo ze gingen naar de tempel, jeder dag zum Anbeten. Na, wir sind nicht jeder Tag in der Kirche. Aber weet je, der Tempel, das ist die große Kirche in Apostelgeschichte. Das sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 11, dort wo Petrus und Johannes dann in Luma heulen, da bin Tempel und so wieder. Und dann sagt es, dass die Menschen ran und taub in Salomo seine Hall. Und weet je, du am Tempel, da wie eine steht, ram den Hof, ich wollte noch ein Bild wiesen von dort, aber du hast eine steht, wo die Kirche taub kam. Große Herden können da taub kommen. Dort, wo Jesus umgerechnet hat. Dort, wo die Jünger lehren. Aber das ist der große Stadt. Luther sagt es in Kapitel 5, und sie werden alle taub in Salomo seine Hall. Und so das ist der große Stadt, kann man sagen. Das ist der große Kirche. Das ist Lebenswasser Kirche. Na, da wird auch noch nicht Lebenswasser, aber Gott wisst all, dass wir würden hier sein den Tag. Und so, das ist der große Stadt. Und so hier ist ein bisschen Bild von dem Tempel. Aber all das hier rum, wat je zijn kan, dat je bieden dat namen ze Salomo zijn hal. Dat is de buitenste kroons van een tempel. Dat is wat wo de heiden kunnen aankomen. En weet je dat we een grote hof, dat zijn inderdaad, hectare lekker wat van de eerste dag den Eiver zit in Jerusalem. En zo, door kwam de kerk taub. Petrus predigt vielleicht hier wo, en Johannes hier, en Jakobus hier, we weten niet correct, wo ze tijden. Aber sie werden in Salomo zijn hal. De grote kerk. En ze kwamen taub. En ze leerden. Aber weet je, dat hielt door niet ab. Dan wanneer we een beetje wieder gaan, dan zegt het in ook van huis tot huis. Kan je zien wat hier passiert? De tempel. Dat is waar alle mensen kunnen aankomen. En weet je, de mensen in de tempel ranen taub en ze horchten de boodschap. Dat is de grote kerk. Dat is waar alle mensen zijn door. Ze kennen alle zijn welkom. Maar dan, die kerk, die traf zich van huis tot huis. Kleine groep. Grote kerk, kleine kerk. En dat is ons ziel. Weet je, dit gebied, we willen ons nog maar gratis beuren, er 2 services, er 3, maar we willen 2000, 3000, hoeveel mensen willen we gaan. Zo wie het God het wil wissen. Maar dit is de antwoord voor de kerk. Hierbij is het onpersoonlijk. Hierbij kostet die versterking, hängen die vriendelijk gezicht. Hierbij kostet die versterking, hängen die smak, gechamdet en zo wieder. Hierbij is het onpersoonlijk. Hier kostet niet komen met al die video en er wordt niemand weer aan. En we zijn vriendelijk en we vrouwen ons einander waarderen. Oh, bless wonderful, praise the Lord en ben rotet. Maar in een kleine groep. Dat hebben we bij ons opdagen. En ik wil het hier nu al zeggen, ik wil het nächste zondag zeer betonen, maar we immer in een kleine groep is. En daar worden persoonlijke dingen vertaald. En du das dort doorruiten uit de groep te mijn welten en draaien, en dan das du zingen. Maar in een kleine groep. Door kan we ons uitscheiden. Door kan ik zeggen wat mij weidet. Door kan ik zeggen van waar ik kom. En waar ik geleden heb. Wat de vreden in mijn leven zijn. Maar weet je, in de grote kerk, dat is fijn, wie wel de grote kerk. Maar door bij een tempel, door hielden ze dat woord. En door bekeerden ze zich vielleicht en zo weer. Maar dan gingen ze van huis te huis. En leerden zich en zo weer. En dat is wat we wel met deze kleine groepen. En weet je, wanneer we deze kerk bekijken, dan hebben we grote groep aanbidding en kleine groep gemeenschap. Grote groep aanbidding, kleine groep gemeenschap. En dat is wat we wel met dit.
Hier in der Kirche, wir wollen die beste Musik haben, wir wollen die beste Botschaften haben, wir wollen das gut tun hier. Aber wo die wirkliche Gemeinschaft hast, und wo wir Waussen Jeistlich so reich, dort sind die kleine Gruppe. Ich habe noch studiert, andere Kirchen, was die tun und so weiter. Und ich fing sehr viel mal sein, dass wirkliche Wachstum nicht bloß in Schule, aber jährlich passiert in der kleinen Gruppe. Und das geht schon sehen, wir haben nu für Neujahr, was nu mit 16 paar Lied das getan. Und de ganze meeste kan zijn dat dit een goede tijd was voor ons. En ik wil je nächste zondag met alle zijn, wat kan ik weer doen? Maar weet je, ze hebben de grote groep aanbidding, dat we im tempel. Alle dag kwamen ze im tempel toe. En ze hadden een kleine groep aanbidding, van huis tot huis. Stel je mal voor, 20.000 Christen. Er 25, er 30, en die zijn aangedeeld in 10, 12 personen. Hoeveel huizen brukt er in Jeruzalem? Dat die kunnen opkomen. Maar weet je, dat is voor die uiten top, dat is voor die aanbeden, dat is voor die zich halten en zo weer. Ik wil je nog een vers wijzen wat dan zegt, waar die kerk leeft van aanvang. Weet je wat we hier hebben? Frind, met wem we Jeistlich waussen. En zo, we willen juist moed merken. Ons ziel, als God zijn kinderen, zal zijn dat we waussen ons Jeistlich leven. En weet je, dat zegt in de Bijbel, dat Isa schwapt Isa. En Menschen schwappen Menschen. En zo wanneer we in krant zetten en we vertalen ons wat we doen, we vertalen ons van onze vrede im leven, en we vertalen ons van de weide im leven. Dat is waar we ons amtzig kunnen schwappen, so zu sein. We kunnen ons amtzig motor spreken, we kunnen ons amtzig halten. En zo we willen deze grote groep aanbidding gaan in de kerk en de kleine groep gemeenschap. Wanneer we kijken naar de kerk, hier is ons recept voor de kleine groepen. De nächste zondag wil ik doen met alle nemen. Maar we nu deze weer kijken. Ze blijven beständig. Morgen tot woord, beständig. Weet je wat betekent in de kleine groepen schaffen? Beständig zijn. Dat we ons worden door naam geven, dat we worden zeggen, weet je wat, ik wil dit van mijn klein daarof, en dat ik kan mijn kleine groep hiernaam. Want we dat niet doen, wat ik schaffen will, alle von uns, wir haben nichts zu tun, ohne nach einer Gruppe haben. Wir können uns alle was zu tun merken, man das nicht auf Facebook sein, nicht? Wir können uns alle was zu tun merken. Aber wenn wir wollen haben, dann unsere kleine Gruppen sollen schaffen, dann wollen wir das Wort mal ernst nehmen, dass wir bleiben beständig. Wir bleiben, we're dedicated, wie wir auf Englisch sagen, committed. Dit is mij wichtig. Ik wil mijn schedule, ik wil mijn dingen wat ik doen zal, die wil ik terechtstellen, zodat ik kan bij de groep zijn. En zo dat is wichtig. Nou, dat weet wie Gott het niet helemaal schafft. En keiner macht sich soll sich schuldig fühlen, wenn nicht jeder es mal schafft. Aber wenn wir das wollen schaffen, dann wird es wichtig sein. So beständig in der Apostel ihre Lehre. Das sind von den Dingen, was wir wollen tun. Wir wollen eine Lehre haben, das ich al sehe, von unserer Botschaft und so weiter. In Gemeinschaft. Sie kommen taub in Gemeinschaft, sie deuten Dinge taub. Beim Brotbreken, bleibt ihr das im Tempel? No, das deuten sie von Haus zu Haus. Ihr habt nicht schein taub eten mit Menschen? Ich sage ja, je gerade der Herr, der liegt ein großer Dash, mit einem feiner Turkey, was eet je? Da oben, schein nicht eten, das jetzt schein. Erst einmal bei Großmama an der Weihnachtstaub kommen, das sind sie wieder Menschen, wie freuten uns meist dort. Und so, das ging schein. Ich weiß noch, mein ein Onkel, der kann nur mehr nicht mal von der gehen, like, der hat sich bloß, anyway. Und so, Brotbreken, nicht? Und so wie eten taub und so wieder. In Gebet, und wie beten taub. Und weet je, hier ben is ons recept voor kleine groepen. Ik weet, je hebt al dat kleine huis door je zijn, wat we dat ons logo voor dat. Nächste zondag waar we er weer aan en dat puzzle pieces en zo wieder. Maar ik wil je dit aan het leggen. We willen niet het denk aanvangen. Dit zal even duur zijn. We hebben het al lang zult. Maar kleine groepen. En we hopen dat we kunnen dat alle weer brengen in een oudere lied, in een kleine, een jongere lied, een jugend en zo weer. En krak, waar we jeder einzelne ding doen, daar waar we ons leren. Niet? Dat ze niet denken, dan moeten we wassen, dan moeten we ons leren en zo weer. Maar ik wil je in een hart leggen. Hoe zei je, wanneer het komt met je Jeistlich leven? Hast du vriend met wem de Jeistlich waussen is?
Oder hast du bloß einen Freund oder zwei, mit wem du barbecuen ist? Na, weet je, das ist gleich arg, wenn wir mit einem Freund barbecuen. Versteht mich nicht arg. Aber Gott will haben, dass wir sollen jästlich wachsen. Gott will haben, wir sollen in uns Leben mehr so werden als heuer. Weißt du, was er tut? Er wählt sich 12 Männer, eine kleine Gruppe, und mit die Wasser. Na, wie kann Gott sagen, Jesus darf nicht jästlich was nicht, aber doch sagt die Bibel, er was. In Erkenntnis und so weiter. Und so, Jesus mit seinen Jüngern tut. Er hat große Herden dort am Eiver, zu wem er predigen hat. Aber wenn er wirklich persönlich ging, dann ging er mit seinen 12 apart. Und dann fuhren sie mal eben weiter. Und weißt du, denk je mal an, die haben eine Gruppe mit Freunden. Vielleicht haben 5 Couples, die sind alle 10 Personen. Und die tun Dinge taub. Die studieren die Bibel taub. Die vertalen taub. Die können einer und andere ihre Frieden und ihre Weide mitteilen. Die beten einer von anderen. Die haben Gemeinschaft und so weiter. Und dann fahren wir mal mit einer Boy in ein Barbecue und so weiter. Oder die fahren alle taub in ein Restaurant. Weißt du, das wird sehr schön mit diesen kleinen Gruppen. Und so, ich will dir Mut merken, von dir, und nächsten Sonntag kann ich abzählen mit den Papieren, die Seiten. Und dann wollen wir die Gruppen taub stellen und dann wollen wir damit anfangen. Frind, mit wem wir jästlich wachsen. Wollt ihr abstehen? Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Rezept für die Kirche. Herr, wir danken dir, dass du uns hast gewesen, dass wir eine große Gruppe haben und wir eine kleine Kirche haben. Und wir danken dir, Herr, für dass du uns was halten mit das. Help uns, die Nötigkeit zu sein, dass wir Freunde haben, mit wem wir jästlich wachsen. Herr, wir haben viele Menschen, die sind einsam. Sie kommen nur in die Kirche, aber sie haben nicht so recht Freunde. Sie wissen nicht mit wem. Und ich frage, Herr, dass du uns verschläden. Und auch wenn wir die Gruppen taubstellen, Herr, leid uns, dass wir der rechte Menschen wollen taubstellen. Und dass wir denken, und was uns wirklich halten, jästlich wachsen. Dankeschön, Jesus, für was du warst. Amen.